So, jetzt ist die Temperatur mal runtergegangen. Jetzt haben wir nur noch 33,5 Grad. Und man kann abends wieder raus in Wengerten und mal so ein bisschen was machen. Ich guck mal gerade, der Jörg schafft da vorne wieder. Schauen wir mal, was er heute macht. Hallo Jörg. Hi. Na, was steht an? Grüne Lese. Warum macht man das? Es gibt mehrere Gründe. Letztendlich haben wir ja schon gehört bei der Premium, dass es dann halt auch um Qualität geht, dass man da einen Haufen Qualität zusammenkriegt. Und es ist halt auch Mengenreduzierung. Es geht ja auch darum, dass man nicht die kontingentierte Menge überschreitet. Ach, du hast ein Kontingent. Ja. Wie viel darfst du abliefern? Ich darf hier für die Burgunder 120 Kilo pro A abliefern. Also für den Wengert, das sind 8,5 A, darf ich 1150 Kilo abliefern. Wer sagt sowas? Das gibt die Kellerei vor. Ah, die Kellerei. Das ist ja voll fies. Die Kellerei sagt dir, wie viel du abliefern darfst. Ja, Und letztendlich sind es auch EU-Richtlinien, die da hier die Weinmenge begrenzen. aha, also die Kellerei, die richtet sich nach der EU. Die Kellerei richtet sich nach der EU-Richtlinie, die ja über die Jahre verteilt sein können und kann dann ein bisschen aufteilen, wie viel sie von welcher Traube in welchem Jahr nimmt. Okay, also das kann von Jahr zu Jahr auch so ein bisschen variieren. Kann auch ein bisschen variieren, wenn es ein ganz schlechtes Jahr gewesen ist, kann es sein, dass man ein bisschen mehr abliefern darf. Ah, wenn die andere zum Beispiel ein großer Frosch geht hin. Es war schon so, dass wo ein Haufen Frostschäden gewesen sind, dass dann plötzlich die Parole gekommen ist, alles frei, liefernd ab, was ihr habt. Weil viele Schäden da gewesen sind. Dann ist ja auf die ganze Fläche gesehen, das natürlich immer noch verteilt. Aha, Also das passt dann schon. dann ist es gut, wenn man zum Beispiel eine Sorte hat wie Trollinger, die viel Menge liefern können. Also dann kann man im Sommerjahr dann mehr Geld verdienen. Ja, Passiert es weil mit deinem letztendlich Spurg? Trollinger sind halt schon Massenträger halt Ja, auch. Da kann das man dein Spätburgunder auch? Das kann ja nicht mehr. Vor allem die alte Steck, die können das ja noch auch nicht mehr so arg. Also die tragen ja noch nicht mehr so viel. Ich gucke, welche Trauben irgendwo aneinander dran hängen, dass sie einfach luftig sind, dass sie ein bisschen Platz sind aneinander, dass sie nicht zusammenhängen und dann zum Faulen anfangen. Das Ziel ist ja bei der Lese, die Traube im super duper Reifezustand zu verwischen, wenn sie die höchste Reife im Prinzip haben, bevor sie anfangen zum Faulen und schlecht werden. Ja, dann kannst du ja einfach, wenn es der schönste Tag ist, wenn sie am besten sind, dann schneidest du sie ab und bringst sie in die Kellerei. Ja, das wäre natürlich ein Trick. Nee. Da wird von der Kellerei werden ja die Lesetermine vorgeben. Man muss ja anliefern, wann die Sorte jetzt halt dran ist. Da schauen die Jungs von der Kellerei dann schon, wie weit welche Sorte sind. Und dann wird das, ja, das sind immer halbe Woche, Dreiviertelswoche, irgendwo so 5 Tage umeinander, werden dann die Lesepläne für die nächsten Tage fertig gemacht. Die werden auch immer mal wieder umgeschmissen, wenn es dann irgendwo plötzlich dramatisch schlecht wird. Aber grundsätzlich bleiben die noch so bestehen und man kann mit 5 Tage Vorlauf dann auch planen, wann man seine Sorte lesen muss. Gut, dann habe ich jetzt keine weitere Besucherfrage mehr gespeichert. Vielleicht kommen wir jetzt Fragen auf, wenn wir da noch was erzählt haben wieder. Ja, also ganz klarer Fall, liebe Leute, wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr, so wie die ich jetzt gerade gespielt habe, eure Frage schicken. Wir beantworten die gern. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.